Hallo, meine Freunde, zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Dir dürfen wir aber auch nur Lexu sagen. Und heute schauen wir uns wieder ein paar TikToks an. Und auch schon wie in den anderen Folgen gesagt, falls du drin vorkommst oder Kollegen von dir oder Leute, die du kennst, dann nehmt es bitte mit Humor, es ist nicht böse gemeint. Und ich würde sagen, wir reden dann lange mehr heiß bei bei und los geht's! Frau mit Grill sucht Mann mit so einem Würstchen. Jungs, ihr habt es zwar nicht gesehen, aber das Würstchen war original so fucking gross gewesen. Holy shit, man. Falls euch ein paar Boys, die so ein langes Würstchen haben, könnt ihr euch gerne bei dieser Frau melden. Ich mache den Kontakt. He. Aber schon krass, das erste, was diese Frau sehr wahrscheinlich bei einem Date einen Mann fragt, ist wirklich so, ey, yo, wie gross ist dein Schwanz? Das geht an meinen Kollegen, der mich eingeladen hat zu seiner Poolparty. Ich aber erst hätte später gehen. Mir dann geschrieben hat, dass er es absagt, weil es schlechtes Wetter ist. Ist ja verständlich. Ich nachher aber herausfinden, dass er gleich eine Party schmeißt. Bro, dann sagt mir doch die Wahrheit. Holy shit, das war aber eine sehr kurze Storytime gewesen. Ich habe das Gefühl, da ist sicher noch mehr so im Hintergrund abgegangen, weißt du, so ein bisschen, die ist zu dem sagen, der ist zu der sagen und so. Aber es ist schon mal etwas anderes, dass jemand so wirklich so kurz und knapp so eine Story rausholt. Ich glaube, ich mache das jetzt in Zukunft auch so. Das geht aus an meine Kollegin, die sich am Samstag mit mir treffen wollte, aber dann abgesagt hat, weil das Wetter so schlecht ist. Ist ja verständlich. Aber dann gleich etwas anderes unternommen hat. Wenn du das nächste Mal nicht mit mir das Bundeshaus stürmen oder den Dritten Weltkrieg auslösen, dann sag doch einfach die Wahrheit. Macht mit mir zusammen die Brotdose von meinem Zwerg als manchmal. Es gibt einfach ein paar Weintrauben, die habe ich halbiert. Und dann gibt es hier ein kleines Mini-Gurkenkrokodil. Dafür braucht ihr das so kleine Gurken nur zickzack einschneiden. Habe ich ein Apfelblatt gemacht. Dafür schneide ich das immer nur so halb ein. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dazu gibt es einen Teil steche ich aus und den anderen Teil schneide ich klein, wie ihr das jetzt hier seht. Und dann gibt es halt einfach noch ein paar Brotspieße dazu. Also ohne viel Aufwand, ohne viel Schnickschnack und trotzdem gefällt es dem Zwerg einfach sehr gut. Ja, genau. Ohne viel Aufwand. Bro, der 8-jährige Bub hat so ein Hochzeitsapero drin in seinem Brotdösli da. Die macht dem so Gurkenkrokodilmässig, tut noch da Brot extra ausstechen und tut so Äpfel nach Blättern schneiden. Junge, was für nicht viel Aufwand. Es ist fast, als würde man so für eine Präsentation, würde man so ein Video machen und sagen, ja, wir haben da ein kleines Video gemacht, ja, es ist jetzt nicht so aufwendig gewesen und dann das Video, das abgespielt wird, ist das. In Swiss German, we don't say the battle is lost. We say, egal wie es der Kampf ausgeht, am Ende stehst du immer als Gewinner da. Weil entweder du hast das geschafft, was du dir vorgenommen hast, oder du hast etwas gelernt. In Swiss German, we don't say the battle is lost. We say, entweder du schaffst es, deine Steuern hinterziehen, dass es niemand merkt, oder du gehst ins Gefängnis. Hallo, ja, jetzt mache ich einen Foodhaul und zwar bin ich im Migros, im Coop und im Spar. Die habe ich vor Migros. Hallo! Heute bin ich am Einkaufen im Migros, im Spar und im Coop. Da habe ich Toast gekauft für 2,50. Trübeli. Salz. Aromat. Und so eine Tabasco. Da ist mir gesagt worden, die ist nicht so scharf wie die andere Tabasco, die man so kennt. Und da schauen wir doch mal schauen. Mamma mia! Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais. Tudo era diferente, cheio de cor, igualzinho nas fotos dos meus pais. As festas eram bem mais legais e à noite ninguém ficava. Mal schauen, was heute auf der Post ist. Wow, so geil!
Das neue iPhone 17 ist gekommen. Yeah! So, was ist denn heute per Post gekommen? Eine Briefbombe! Ich date Männer. Natürlich steht in deinem Online-Dating-Profil, dass du auf jeden Fall was Ernstes willst. Aber wenn wir uns dann treffen wollen, dann willst du dich um 21 Uhr auf ein paar Drinks mit mir treffen. Und dann schauen wir mal noch, was passiert. Hey, ich date Frauen. Natürlich gehst du eine Beziehung mit mir ein und machst dann aus heiterem Himmel nach 2 Monaten einfach Schluss. Oh hey, ich date Frauen. Natürlich mache ich den ganzen Abend mit dir nur für am nächsten Tag dich zu ghosten, weil ich einen Freund habe. Ich date auch Frauen. Natürlich mache ich dir 6 Monate lang Hoffnungen, nur für dass ich einen anderen Freund habe. Und das war es jetzt so mit diesem Video hier gewesen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen rauf da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss zusammen. To all the ladies in the place, big style and bricks, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me.